Desidele, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Pamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seine Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die CTA gratulieren dem neuen US-Präsidenten. Seine Heiligkeit der Dalai Lama rät, in der Pandemie den Mut zu bewahren. Seine Heiligkeit der Dalai Lama spricht über die Schlüsselfaktoren für das Überleben, Selbstvertrauen und Hoffnung. CTA betrauert Tod des tibetischen Selbstimmolatoren Shu Mo. Die Congressional Executive Commission on China ist äußerst besorgt über zunehmende repressive Taktiken in Tibet durch China. Tibetische medizinische Fachkräfte nehmen an der ersten Phase der Covid-19-Impfung in Indien teil. Abgeordneter Joshi Punso informiert den Abgeordneten Gugulati über das US-Gesetz Tibetan Policy and Support Act. Indien ihre Regierung zur Erneuerung seiner Tibet-Politik. Galle für Religion und Kultur nimmt an der Asiatischen Buddhistenkonferenz für Frieden teil. Mit einem Schreiben gratulierte seine Heiligkeit der Dalai Lama Herrn Joe Biden zu seiner Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Seine Heiligkeit der Dalai Lama drückte seine Wertschätzung dafür aus, dass Präsident Biden der Frage des Klimawandels Priorität einräumt und setzte seine Hoffnung und sein Vertrauen in den Beitrag der Vereinigten Staaten zur Gestaltung einer friedlicheren Welt. Der Präsident der CTA, Sejong Dr. Lobsang Singhi, gratulierte ebenfalls US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris und drückte die Hoffnung aus, dass die neue Regierung die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für Tibet und das tibetische Volk fortsetzen wird. Sejong gratulierte der ersten weiblichen Vizepräsidentin Kamala Harris und betont, dass ihr Aufstieg in das zweithöchste Amt Amerikas als erste Frau und als erste farbige Frau wegweisend sei und dass ihr Aufstieg zur ranghöchsten Frau in der Geschichte der amerikanischen Regierung eine neue Ära für Frauen in der globalen Politik und Führung markiere. Der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Pema Chungni, äußerte sich optimistisch über die Erklärung von Joe Biden im September letzten Jahres, in der er als sich verpflichtete, chinesische Beamte, welche für die Menschenrechtsverletzungen in Tibet verantwortlich sind, zu sanktionieren und seine Unterstützung für das tibetische Volk erneut zusicherte. Joe Biden legte am Mittwoch dieser Woche im US-Kapitol in Washington D.C. den Amtseid als 46. Präsident der Vereinigten Staaten ab. Diesen Freitag tauschte seine Heiligkeit der Dalai Lama mit den Schülern der britischen Schule in Neu-Delhi über das Thema Wohlbefinden und Widerstandsfähigkeit aus. In Beantwortung einer Frage, wie man die aktuellen Herausforderungen, denen die Menschen aufgrund der Covid-19-Pandemie gegenüberstehen, angehen kann, bewunderte seine Heiligkeit die harte Arbeit der Helfer an vorderster Front und riet ein, mit Mut und Selbstvertrauen weiterzumachen. I feel it's the physical sort of element also related with our emotion. Our emotion, full of self-confidence and peace, calm, that affect our body also, I feel. There's too much anxiety, too much fear in mental level. That I think also is very harmful for physical element. So now, as one ancient Indian master say, when we face some problem, we have to analyze the problem thoroughly. Then if there is a way to overcome, then with full of determination and courage, face it. If the problem, no way to overcome, then accept as reality instead of too much anxiety, anger, frustration. Instead of that, you just accept. So that's, I think, the Indian master sort of realistic approach. When we face some problem, we must analyze thoroughly. In einem Gespräch mit einem Professor der Harvard Business School und seinen Studenten über Führung und Glück äußert sich seine Heiligkeit der Dalai Lama am Sonntag dieser Woche: Zuversicht und ein Gefühl der Hoffnung geben uns den Willen, unser Leben als nützlich und sinnvoll zu sehen, eine Quelle innerer Stärke, die letztendlich zu Seelenfrieden führt. Happiness
is I think, very purpose of our daily life for happy life. If you see the things become really unbearable, then die. Worst case, suicide. Even you see, without suicide, but mentally unbearable sort of situation, then that really the will to live reduce. So automatically, you see, you will die like that. So therefore, the self-confidence with hope is the key factor for our survival. Professor Arthur Brooks, der an der Harvard Business School eine Klasse über Führung und Glück unterrichtet, moderierte die Sitzung. Am Ende der Veranstaltung hatten die Studenten Gelegenheit, seiner Heiligkeit Fragen zu stellen. Die tibetische Zentralverwaltung hielt eine Gebetszeremonie für den verstorbenen Shurmo, einem tibetischen Selbstverbrennungsopfer in Tibet, ab. Aufgrund der starken Einschränkung des Informationsflusses in und aus Tibet tauchte die Nachricht von Shurmos Tod erst letzte Woche, nach mehr als 5 Jahren nach seiner Selbstverbrennung aus Protest gegen Chinas repressive Politik in Tibet, auf. Shurmo ist einer von den mindestens 155 verstorbenen tibetischen Selbstverbrennungsopfern, die sich im Rahmen einer Welle von Selbstverbrennungen im Jahre 2009 nach den landesweiten Aufständen gegen China im Jahre 2008 stattfinden. Der Würgegriff der chinesischen Herrschaft in Tibet hat die Tibeter innerhalb Tibets dazu gebracht, zu extremen Maßnahmen zu greifen, um gegen die Politik und Praktiken zu protestieren, die ihre Identität und die Vernichtung ihrer Kultur bedrohen. In ihrem Jahresbericht 2020 betonte die Congressional Executive Commission on China, CECC, eine staatliche Einrichtung der USA, deren Aufgabe die Beobachtung der Menschenrechtslage und der Rechtsstaatlichkeit in der Volksrepublik China ist, ihre Besorgnis über die zunehmend repressiven Taktiken der Kommunistischen Partei Chinas wie Einschüchterung von Kritikern, Zensur von Internet, Wissenschaft, Journalismus und Einmischung in ausländische Regierungen und Bürger. Wie in den vergangenen Jahrzehnten stellte die CECC fest, dass es keine Fortschritte bei den formellen Verhandlungen zwischen den Vertretern des Seine Heiligkeit des Dalai Lama und der Kommunistischen Partei Chinas gab. Die Congressional Executive Commission on China, CECC, hat ihren Jahresbericht veröffentlicht, der auf den Ereignissen zwischen dem 1. Juli 2019 und dem 1. Juli 2020 basiert und darin ihre Empfehlungen an den Kongress und den Präsidenten der Vereinigten Staaten auf der Grundlage der Menschenrechtsbedingungen und der Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in China darlegt. Die tibetische Gemeinschaft in Indien hat an der ersten Phase der pan-indischen Impfaktion teilgenommen, die am 16. Januar gestartet wurde und sich vorrangig an das Gesundheitspersonal und Helfer an der Front richtet. Dr. Tshering Tsamtö vom Zentralrat für tibetische Medizin erklärte am Donnerstag vor der Presse, dass die Regierung die Impfung nicht verpflichtend gemacht hat, sondern es der individuellen Entscheidung überlässt. Sie informierte, dass eine vorsorgliche Anleitung bezüglich der Impfung herausgegeben wurde und weitere Fragen von den Mitarbeitern der Gesundheitszentren beantwortet werden können. Auf Bedenken bezüglich der Nebenwirkungen des Impfstoffes angesprochen, erklärte Dr. Zündü, dass geringfügige Nebenwirkungen bis zu 2 Tage andauern könnten und sich in der ersten halben Stunde unmittelbar nach der Impfung zeigen würden, die vom Personal vor Ort überwacht wird. 10 Mitarbeiter des Delhi-Krankenhauses, 81 Mitarbeiter der Zweigstelle des Gesundheitszentrums in den Klöstern in Mangot und 10 Mitarbeiter der Zweigstelle des Gesundheitszentrums in Miao erhielten die Impfung. Keiner hat über irgendwelche Nebenwirkungen berichtet. Die jeweiligen Landesregierungen in Indien treffen Vorkehrungen für tibetische Einwohner, die den indischen Staatsbürgern gleichgestellt sind. Der Abgeordnete Tashi Pinso machte den belgischen Bundesparlamentarier Samuel Chocolati auf die bedeutenden Gesetze aufmerksam, die im US-Kongress verabschiedet wurden, nämlich den Reciprocal Access to Tibet Act (RATA) und den Tibet Policy and Support Act (TPSA) und erläuterte die wesentlichen Merkmale der Gesetze während ihres Treffens im Buddhistischen Institut Yuen Deling in Hue,
Belgien am Sonntag letzter Woche. Der Parlamentarier Gugulati wurde von Jashi Phunso auch detailliert über die jüngsten Entwicklungen in der Tibet-Frage informiert. Lama Süpa von Yönteling war ebenfalls bei dem Treffen anwesend. Nach der Verabschiedung des Tibetan Policy and Support Act durch die Vereinigten Staaten hat eine der größten Tibet-Unterstützergruppen in Indien, die Indo-Tibetan Friendship Association, aufgefordert, diesem Beispiel zu folgen. Während einer Feierstunde der Indo-Tibetan Friendship Association ITFA in Dharamsala am vergangenen Samstag forderte der Präsident der Indo-Tibetan Friendship Association, Sri Ajit Neriya, die indische Regierung auf, ihre Tibet-Politik zu überdenken und den Bemühungen der USA, China zurückzudrängen, den nötigen Schub zu geben. Der Berater der Vereinigung, Subhash Neriya, forderte die indische Regierung auf, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama die Bharat Ratna, die höchste zivile Auszeichnung Indiens, zu verleihen. Sejong Dr. Lobsang Singhi von der tibetischen Zentralverwaltung, die Leiter der 3 Säulen der tibetischen Demokratie, der stellvertretende Sprecher des tibetischen Exilparlaments, Justizkommissare, Galös, Leiter der autonomen Körperschaften, Mitglieder des tibetischen Parlaments, ITFA-Präsident Ajit Neriya, der ehemalige ITFA-Präsident Ajay Singh Mangotia, der stellvertretende Bürgermeister Onkar Neriya der Dharamsala Municipal Corporation, ITFA-Berater Ram Swarup und ITFA-Berater Subhash Neriya waren unter den Teilnehmern der Zeremonie. Galön Karma Gile Yudo, Abteilung für Religion und Kultur, zentrale tibetische Verwaltung, nahm virtuell an der 13. Sitzung des Exekutivrats der Asiatischen Buddhistischen Konferenz für den Frieden ABCP teil, die vom Nationalen Zentrum der ABCP in Sri Lanka am Donnerstag der letzten Woche organisiert wurde. In seiner Rede drückte Galön seine Gedanken über die Notwendigkeit aus, über die 3 grundlegenden Ursachen tief zu kontemplieren. Erstens die Ursache der Existenz des Globuses. Zweitens die Ursache des Buddha-Dharma, die Lehre Buddhas, und drittens die Ursache der Buddhisten und sie dann sorgfältig miteinander in Beziehung zu setzen. Er sagte, der Rest ergibt sich von selbst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.